Hallo zusammen, hier ist der Glieders von Crown Crew. Endlich Freitag, würde ich sagen. Und hier ein kleines, ja, es ist echt ein beliebiges Gameplay. Ich habe ein bisschen mit der M4 gespielt. Auf Interchange, Domination natürlich. Drohne, Care Package und Predator drin gehabt. Und ja, ich habe gesehen, dass der Gegner überall durch die Hähne durchzieht, hat eigentlich die Kassierung gerade ab und war ein schöner Triple zum Start. Habe ich sehr sympathisch gefunden und ja, ich habe auch noch ein bisschen Spass gehabt so mit den Nebelgranaten. Sie sind aber wirklich noch hilfreich oder verwirrend auf jeden Fall. Da hat es mir leider nicht ganz so viel Glück beschert, dass ich durchgewartet habe, aber zum Glück spawnt man gerade in der Nähe und kann sich da wieder holen. Oh, mein Care Package, ein Reaper, ja, das ist ja nicht schlecht, hey, für 4 Kills schon so einen. Also ja, zieht nach rein. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, von gestern auf heute haben sie so einen neuen Patch, einen Hotfix rausgebracht. Infinity Ward oder Infinity Wack, wie man auch sagen kann mittlerweile. Und wie man auf callofduty.4players.de kann lesen, ist irgendwie im ersten Moment Vermutung draussen gewesen, und einer hat sogar so eine Art Beweisvideo gemacht, dass eigentlich die FMG oder vor allem alle Akimbo-Waffen eigentlich schwächer sollen gemacht werden, durch das, dass die Feuerrate verringert wird. Und irgendwie haben sie es voll verkackt bei diesem Patch oder Hotfix besser gesagt und haben es dann irgendwie so gemacht, dass sie noch schneller schießen. Der Link ist in der Beschreibung. Das Video ist vom Driftor gemacht worden. Müsst ihr es mal anschauen, weil ich dachte, hey, nein, wenn das wirklich so ist, ich drehe durch. Dann ist aber in der Videoantwort eins zu finden, wo ein anderer das auch testet und er stellt also wirklich fest, dass es nicht mehr ganz so schnell mit dem Schießen geht. Das heisst, die Feuerrate von allen Akimbo-Waffen ist eigentlich gesenkt worden. Und man sieht es gut, er hat ein Video von vorher und von nachher. Und links ist eben vorher, dort ist das Magazin schneller durchgeschossen als rechts nachher. Und ob das so einen riesen Unterschied wird machen, das werden wir noch sehen. Es hat scheinbar eben auch so eine Art Glitch gegeben. Und zwar, dass selbst wenn man wenn man Akimbo-Waffen hatte, hat die Waffe plötzlich schneller geschossen, als wenn man sie einzeln hat. Selbst wenn man nur eine von denen hat abgeführt. Also ein bisschen strange. Und man sieht eben immer wieder, dass eigentlich ja, das Call of Duty von Infinity Ward immer mehr wie so eine Baukasten zusammengesetzt ist, wo einfach hier und dort vielleicht wieder irgendetwas ist reingeflickt wurde. Und dadurch entstehen natürlich Fehler durch Unachtsamkeit oder wenn etwas unsauber gemacht wird. Und ja, wir scheinen das da immer wieder eigentlich anzutreffen mit Sachen, die eben plötzlich die Waffen schlechter oder besser machen. Häufig natürlich besser, wie noch der Granatenwerfer und der Schrotflintenaufsatz, CM901. Also wirklich zum Teil ein bisschen strange. Aber auf der anderen Seite ist wirklich zu begrüßen, dass sie etwas machen. Ich denke, das zeigt auch schon mal, dass es nicht gerade scheißegal ist, was läuft und was vor allem eben das Feedback ist von der Community. Jetzt müsst ihr euch das hier reinziehen. Zweites Care Package. Oder nein, es ist schon mehr als das zweite, aber egal. Zuerst mal Reaper gehabt, jetzt noch ein Osprey Gunner drin, also wow. Es läuft zum Teil ja wirklich frech gut mit diesen Care Packages, also schön Freude gehabt. Aber, wie man kann erwarten, wird das Teil relativ schnell abgeschossen. Naja, was soll's, zum Glück kann ich mir nicht alle Kills erarbeiten, sondern habe sie im Care Package bekommen. Jetzt gestern, als ich bei der Ami-Kommentatoren war, hat das Video leider nicht ganz gelangt, um die Liste fertig zu machen. Ich habe ja beim Wings of Redemption aufgehört. Also ich hatte jetzt gerade eines von seinen letzten Videos, hat er irgendwie probiert, 3 Liter Milch zu saufen. Und dann ist es mir schlecht geworden. Und hat es nicht geschafft. Naja. Okay, weiter in dieser Liste sind wir näher beim Woody's Gamertag. Er ist einer der älteren Garden, würde ich sagen, mit irgendwie 4,35. Nicht, dass er alt ist, aber eben die meisten Kommentatoren sind ganz klar jünger. Viel jünger häufig sogar. Aber man merkt ihm eben schon ein bisschen an, dass er schon ein bisschen
ja, ich weiss doch auch nicht, Lebenserfahrung hat gesammelt. Ich finde, was er auch textet und so, macht eben schon noch Sinn, hat auch noch gute Videos zum Teil, auch noch lustige Sachen. Das Einzige, was hier vielleicht erwähnenswert ist, speziell, er hat sich vor kurzer Zeit entschieden, ganz von YouTube zu leben, wie das der Wings of Redemption zum Beispiel auch macht, oder der White Boy. Und ja, ich weiss nicht, man merkt es irgendwie ein bisschen. Ich kann jetzt nicht einmal genau beschreiben, wie sich das äußert, aber er hat vorher die Videos ein bisschen anders gemacht, wo es einfach primär um den Spass ist gegangen. Und jetzt, wenn es ums Geld effektiv geht, weil er jetzt eigentlich keinen Job mehr nebenbei hat, merkt man da schon ein bisschen Veränderung. Ob das positiv oder negativ ist, das wird sich der gesamthaft noch herausstellen. Aber ja, sicher mal Hut ab, dass er das gewagt hat und auch geil, dass er die Chance hat, weil, ich meine, wer träumt nicht davon? Es ist auf jeden Fall richtig chillig, wenn du mit dem, was du gerne machst, dein Geld kannst verdienen. Wirklich Respekt. Weiter geht's mit Max Jones, den kennt ihr vielleicht, der Justin Bieber von Call of Duty Community, würde ich jetzt mal sagen. Mittlerweile hat er, glaube ich, nicht mehr so eine schlimme Frisur. Ja, er ist halt einfach bei den Kiddies sicher auch sehr berühmt, aber er macht das auch nicht schlecht. Er hat gute Tipps und Tricks, Videos, erklärt auch gut, was er sich überlegt und so, und von dem her ist er eigentlich noch gut zum Zwischendurch abchecken. Die nächste Liste ist der XSMF X The Goat, kurz einfach The Goat. Er ist richtig ein guter Spieler, der auch sehr interessant darüber berichtet, was er jetzt macht und so. Also effektiv auch sehr interessant zum Auschecken. Jetzt sind wir beim X auf dieser Liste, kommen wir zum Z, und beim Z ist natürlich der Sir Gris. Er ist der scheint das mit dem 360 Trick Scoping, Quick Scoping, wie auch immer, vielleicht nicht gerade erfunden hat, aber auf jeden Fall hat populär gemacht, und er ist immer noch ein sehr guter Sniper, Quickscoper, und von dem her immer wieder interessant. Im Moment hat er gerade so eine Challenge am Laufen, Road to the Triple Headshot. Und dort geht es halt einfach darum, im Killfeed innen, ohne Unterbruch, 3 Headshots mit der Sniper drinnen zu haben. Und der das schafft, bekommt dann 100 Steine oder so. Also wirklich noch interessant. Jetzt, wer ich vergessen habe, ist der Mr. Blackout 81. Er ist der absolute Theatermodus Gott. Jetzt ohne zu übertreiben. Gerade im Black Ops, wo er auch hat angefangen, leckt, und mir hat das mich motiviert, dort auch ein bisschen anfangen, Theatervideos zu machen und so, Theatermodus mitfliegen und so solche Gespässe, und er hat es so im Griff, er macht das so stylisch, auch mit der Musik und so, ist ein Engländer, der in Los Angeles wohnt, ganz ein chilliger Sieg, und für mich schon auch fast ein bisschen ein Künstler eben, wie er das audiovisuell zusammenstellt, ist wirklich tiptop, unterhaltsam. Gute Sache, unbedingt reinziehen. Das wär's mal so fürs Erste von meiner Liste. Ihr habt jetzt gesehen, da im Gameplay ist einiges abgegangen, und ich sage es immer wieder, Drohne, Care Package, Predator, es ist so eine unterhaltsame Kombination, weil klar, wenn du es nachher erreicht hast und so, und vielleicht 10 Kills hintereinander willst machen ohne zu sterben, hättest du schon etwas Besseres bekommen. Moment schnell, hat er jetzt den Fail gesehen? Ich habe es eben nicht live recorded, aber als ich dort aufs Care Package schon gewartet habe, ich schnell ein bisschen aufs Scoreboard geschaut, geschwind geschaut, wo stehe ich, wo stehen die anderen so Killmässig und so. Und dann mache ich doch einen Schritt vorwärts und werde vom eigenen Päckchen gefickt. Naja, gehört halt auch dazu, gibt's halt auch, zum Teil verwünscht man Teammates, aber halt sich selber. Ein bisschen blöd gewesen. Aber ja, was soll's. Die Sache ist eben die Kombination von diesen 3 Killstreaks ist wirklich lohnenswert, weil man wieder hier sieht, zum Teil wirklich auch coole Sachen drin hat. Ein weiteres Problem ist halt, dass die Sachen, die mit Luft kann, sind zum Teil sehr schnell runtergeholt, und von dem her ist es fast ein bisschen frustrierend, wenn man dann so viele Kills hat gemacht und gleich eigentlich nichts daraus rausholen. Darum ist das ein super Combo, einfach zu erreichen, vor allem wenn man noch ein Dinger auf dem Rücken hat und vielleicht noch 2 Dröhnchen abholen kann. Ja, probiert es mal aus, gerade die vielleicht ein bisschen Mühe haben, auf höhere Killstreaks zu kommen, ist das eine ganz gute und unterhaltsame Sache. Auch auf den Maps spielt es dann eigentlich eine Rolle. Klar gibt es die besser und schlechter sind für Predator, aber gerade mit den Predator kann man eigentlich sehr häufig auch schön Flaggen rausklären, wenn der Gegner gerade am Einnehmen ist oder so. Darum absolut reinziehen, und wir haben ja schon den Triple K. Schluss noch einen, würde ich sagen, das läuft doch wunderbar,
und könnt 3-mal roten, das Game ist fertig. Und was ist auch in Killcam? Wunderschön, muss ich sagen, habe ich persönlich auch ziemlich Freude gehabt. Ein schöner Predator Triple in Killcam. Was will man mehr? Das wär's mal von mir. Und morgen könnt ihr sicher mit einem oder sogar beiden Tipps und Tricks Videos für die neuen Maps rechnen. Auch wenn es noch ein Zeitchen vielleicht geht, bis der eine oder andere das spielen kann. Schönen zusammen.